Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Sendung Die Stimme der kurdischen Geschichte und Kultur, das Thema Kurden in der Diaspora von Khalat TV, werden wir über verschiedene interessante Themen über die Kurden sprechen. In der Fernsehsendung Khalat TV heute Abend im Allgemeinen das Problem der Einwanderung, warum die Zunahme der Einwanderung nach Europa in den letzten Jahren, Frauenfragen und Erwerbsbeteiligung, der Aufstieg der Fremdfeindlichkeit in Europa und Deutschland und seine Ursachen, werden wir heute sogar in Europa über Femizid oder Frauenmorde an anderen Themen besprechen. Wir haben heute Abend eine wertvolle Gästin, Frau Nurcan Kurun, die seit Jahren in Deutschland lebt. Arbeitet sie im Sozialdienst als Sozialarbeiter und Geschäftsführer von Frauenberatungsstelle Treff und Information Ort für Migration. Diese Experte für diese Themen ist, werden wir sie in diesen Themen befragen. Herzlich willkommen, Frau Nurcan Kurun und unsere Fernsehsendung. Dankeschön. Danke für die Einladung, Herr Arthur. Danke. Frau Kurun, können Sie sich den Zuschauerinnen und Zuschauern kurz vorstellen? Mache ich gern. Nurcan Kurun ist aus Dersim, spricht Kermanski, Savaki. Sie ist in einer Familie, einer sozialdemokratischen Familie geboren und waren 5 Geschwister. Beziehungsweise seit 42 Jahren ist Nurcan in Deutschland und lebt mit ihrem Partner seit 45 Jahren zusammen. Schön. Und hat 2 erwachsene Kinder. Eine ist 40, andere ist 30 Jahre alt. Ich bin auch vor kurzem, beziehungsweise mit meinem Mann, wir sind Oma und Opa geworden. Arbeite ich seit 1984 in einer Frauenberatungsstelle, die ich auch mitgegründet habe. Ich hoffe, dass ich bald gesund in der Rente gehe. Ich denke kurz das. Danke vielmals, Frau Kurun. Also mehr als 1 Million Einwanderer aus Syrien kamen 2019 nach Deutschland. Hunderttausende Flüchtlinge kamen mit dem Ukraine-Russland-Krieg 2022 nach Europa und Deutschland. Und kommen sie auch noch Afrika und Bangladesch und Pakistan und Afghanistan und Kurdistan, auch viele Flüchtlinge nach Europa und nach Deutschland. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, wollen nach Deutschland kommen. Die Bevölkerung der nach Europa einwandernden Kurden lebten auch bekanntlich hauptsächlich in Deutschland. Und meine Frage ist, warum wandern die Menschen nach Europa und besonders nach Deutschland aus? Bitte, Frau Kurun. Verschiedene Gründe zwingen die Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Politische, rassistische, religiöse oder auch sexuelle Orientierung kann ein Grund sein. Die flüchten vor dem Krieg, Armut, die möchten arbeiten, studieren. Die kommen im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland, etc. Warum sie nach Deutschland kommen? Weil sie so viele Bekannte hier haben. Tatsächlich, Deutschland nimmt ja
die meisten Flüchtlinge in Europa hat Deutschland. Und sie haben ganze Menge Verwandte, Bekannte. Und es gibt hier politisches Asyl. Und deshalb, manche Sachen sind leichter als die anderen europäischen Länder. Natürlich alle Flüchtlinge können nicht Europa erreichen. Wenn sie nicht im Mittelmeer ertrunken sind, erreichen sie dann unsere Grenzen. Ja. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, nach Europa zu kommen. Aber Deutschland ist interessant. Wir sind ja alle. Ich bin ja auch vor 42 Jahren nach Deutschland geflüchtet, weil wir auch hier Bekannte hatten. Wenn es ums Überleben geht, dann möchte man einfach so schnell wie möglich das Land, das am leichtesten zu erreichen ist, einfach geht man hin. Dann hat man, obwohl Flucht hat auch natürlich ganze Menge Nachteile, wenn man hier ist. Man bekommt ja nicht sofort eine Wohnung, man lebt eine Zeit lang in Unterkünften, in Heimen, man bekommt wenig Geld, man hat keinen Zugang zum Arbeitsmarkt sofort. Zum Beispiel die Menschen aus der Ukraine haben andere Staaten. Die Kurden hatten oder andere Geflüchtete diese Privilegien nicht genossen. Ja. Sie wurden nicht gleich behandelt. Ja, stimmt, ja. Ja? Und kommen meistens zum Beispiel aus Syrien, kommen viele Geflüchtete immer noch. Mhm. Und dann kommen aus dem Irak, aus dem Iran, aus der Türkei und aus Eritrea, aus Äthiopien, Somalia, ganze Menge. Manche werden, Afghanistan habe ich vergessen. Afghanistan ist stärksten. Und das heißt aber nicht, dass alle anerkannt werden. Zum Beispiel Menschen aus Syrien, Afghanistan werden so ungefähr 80% werden sie anerkannt. Aber in letzter Zeit aus der Türkei ca. 15%. Mhm. Ja, es ist nicht einfach. Der Weg wird besonders nach der Wahl hat Deutschland alles noch verschärft. Zugenommen, ja, noch kommen viele, stimmt, genau. Viele kommen, aber Deutschland will ja nicht so viele aufnehmen. Das ist ja das. Ja. Ja. Okay, danke vielmals. Und also von 1961 bis 1973 kamen etwa 2000 Arbeitnehmer. Das sind Kurden, Türken und andere Völker und fast ausschließlich Männer als Gastarbeiter genannten Migranten aus der Türkei und aus dem Nordkurdistan in Bundesrepublik Deutschland. Diese Gastarbeiter waren Kurden, Türken und andere Völker, wie ich gesagt habe. Die Unzuverlässigkeit der Statistiken resultiert aus einer Reihe von Faktoren. Die erstens besaßen viele Kurdinnen und Kurden die Staatsbürgerschaft in ihren Herkunftslandes, zum Beispiel Iran, Irak, Türkei und Syrien, sodass sie in den amtlichen Statistiken nicht als Kurden registriert wurden. Ja. Sie wurden registriert als Türken, Iraner, Iraker oder Syrien. Die sind
nicht als Kurden auch in Europa registriert. Weil die Kurden leider haben keine Stadt. Und zweitens gibt es in Europa nach wie vor viele kurdische Migranten, die undokumentiert und somit nicht in Statistiken erfassen sind. Jetzt meine Frage, wann begann die kurdische Einwanderung nach Europa und Deutschland zum ersten Mal? Und wie viele Kurden leben schätzungsweise in Deutschland? Können Sie sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ein wenig darüber erzählen? Bitte schön. Es gab zum Beispiel Anwerbeabkommen zwischen Türkei und Deutschland. So ab 30. Oktober 1961 war so ein Abkommen. Ich denke, danach kamen ganze Menge auch Kurden nach Deutschland. Stimmt, die werden ja statistisch nicht erfasst, weil wir aus der Türkei kommen halt. Wir haben türkische Pässe gehabt und die Anzahl der in Deutschland lebenden Kurden wird von der kurdischen Gemeinde Deutschland e.V. über 1 Million geschätzt. 1 Million, jawohl. Ja, ja. Aber andere Quellen sagen circa 1,5 Millionen. Mhm. Ne? Mehmet Tanrıverdi von der kurdischen Gemeinde hätte vielleicht mehr dazu gesagt. Das sind jetzt Schätzungsweisen. Manche sagen, seit 50er Jahren kommen auch Kurden nach Deutschland. Ich weiß zum Beispiel, der Mann meiner Tante kam als erster Student in 60er Jahren nach Deutschland. Erste kurdische Student. Ja. Das sind so Schätzungen. Ist das auch 60er Jahren, oder? Ja. Und aber wie Sie sagten, wird statistisch Kurden separat nicht erfasst. Ja. Und wir müssen einfach schätzen. Aber ich denke, es ist 1,5 Millionen. Schätzung. Ja, stimmt. Ja. Ich glaube auch, ja. Ja. Was war denn die andere Frage dazu? Also, Sie haben das gesagt, wann begann die Einwanderung nach Europa? Sie haben gesagt 60 und die andere, wie viele Kurden leben schätzungsweise in Deutschland? Okay. Sie haben das auch gesagt, genau. Und also, wir wissen, dass die Arbeitsquote kurdische Migrantinnen aufgrund des Einflusses der Religion und der Herkunft aus einer männerdominierten Gesellschaft niedriger ist als die der Männer. Wie ist die allgemeine Situation von Migrationen in Deutschland und wie hoch die Arbeitsquote von Migrantinnen auch in Deutschland? Ich denke, die Situation der Migrantinnen in Deutschland ist relativ stabil. Die arbeiten. Ungefähr 67% sind erwerbstätig. 67, ja. Ungefähr. Ja, ist hoch, ja. Ungefähr. Die arbeiten als Friseurinnen, Köchinnen oder als Koch, Schneiderinnen in Betrieben, als Reinigungskräfte, ungefähr 37% als Reinigungskraft. Fast alle Bereiche, ja. Ja, in Lebensmittelherstellung 34%. Und im Baubereich arbeiten sie auch so 31 ungefähr.
ca. 31%. Tourismus, Hotel und Gaststätten 28%. Mhm. Es gibt ganze Menge. Ja. Man kann es auflisten, aber zum Beispiel Berufe wie Altenpflege ungefähr 16%. Das ist wenig. Mhm. Und es gibt vereinzelte Ärzte, Ärztinnen, hochpositionierte Beamten. Es gibt Politiker, zum Beispiel in meinem Bundesland gibt es bei der CDU eine Kurdin. Ja. Es ist CDU, ob es uns gefällt oder nicht, aber die ist bei denen. Und ich finde es gut, dass unsere Leute einfach auch politisch aktiv sind, auch unsere Interessen überall, soweit es geht, vertreten. Zum Beispiel es gibt natürlich zum Beispiel Frauen wie ich oder Männer, die haben manche oder solche Institutionen mitgegründet. Wir arbeiten seit Jahren in diesen Institutionen. Wir sind auch in den Bereichen sehr erfolgreich. Aber es gibt auch einen Teil, die wirklich nicht arbeiten wollen. Die Ja. sagen, warum? Warum soll ich dann arbeiten? Weil es gibt staatliche Unterstützung. Die bringen irgendwelche Atteste, damit sie nicht arbeiten können. Es gibt tatsächlich Leute, die krank sind, die nicht erwerbsfähig sind. Die dürfen natürlich nicht arbeiten. Aber es gibt auch andere, die jung sind, gesund sind, in der Lage sind zu arbeiten. Mit denen haben wir ehrlich gesagt auch ein. Warum? Warum werden sie denn schlechte Beispiele für ihre Kinder, für andere, für unsere Gesellschaft? Ich denke, ja, was die Arbeit angeht, wie gesagt, es gibt Ärzte, es gibt Ingenieure, es gibt Hochpositionierte, aber die sind sehr wenig. Genau. Ja. Ja. Und auch deutsche Politikerinnen berichten ja auch nicht immer die hochpositionierte oder Ärzte, Ingenieure, Lehrkräfte, die mit Migrationshintergrund wird auch nicht so präsentiert. Ne? Alle, die Reinigungskräfte sind oder einfache Arbeiter sind, ja, aber die anderen werden einfach nicht so berücksichtigt. Ja. Ja. Danke vielmals, Frau Kuhn. Also kann man sagen, in den letzten Jahren haben wir den Erfolg der zweiten oder dritten Generation kurdischer Migrantinnen in der Politik und Wirtschaft der deutschen Gesellschaft miterlebt. Das freut uns auch sehr. Und nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in den Österreich und in Skandinavien und fast ganz Europa. Jetzt meine Frage, welches Interesse haben Migrantinnen an der Politik in Deutschland? Oder wie hoch ist Interesse kurdischer Frauen an der Politik oder Karriere in bestimmten Berufen in Deutschland? Haben Sie früher etwas beantwortet, aber Sie können da auch etwas wieder erzählen. Danke, bitteschön. Die Interesse an der Politik kann unterschiedlich sein. Es gibt Interessen, aber
nicht zum Beispiel die Politik in der Türkei oder in verschiedenen Teilen von Kurdistan interessiert diese Menschen mehr als in Europa. Wir hatten neulich hier am 14. Mai Kommunalwahl. Ja, Und das hat unsere Leute nicht so sehr interessiert. Die sind auch nicht wählen gegangen. Aber wegen den Wahlen in der Türkei haben sie schlaflose Nächte verbracht. Ja, Erdogan geht, Erdogan bleibt und Kılıçdaroğlu kommt. Es war lebensnotwendig für sie. Aber hier in Deutschland, in der Stadt, wo sie leben, wo sie wirklich einfach die staatliche Unterstützung bekommen, dass sie wirklich vom Staat essen, anziehen, damit telefonieren, Staat unterstützt diese Menschen. Die bekommen nicht Hilfe. Aber die Politik in Deutschland interessiert unsere Menschen wenig. Okay, die Wahlbeteiligung war allgemein in dieser Stadt sehr gering, aber die einfach Beteiligung der Kurden war auch gering. Warum mischen sie sich nicht ein? Warum arbeiten sie nicht mit den Politikern hier in Deutschland zusammen? Obwohl sie eine politische Geschichte haben aus der Türkei oder aus Kurdistan. Und sie können einfach hier anfangen, ob das Kommunale auf Landesebene die Wahlen sind, dass man sich da einmischt und sagt, ich möchte Mitglied werden in dieser Partei. Das machen sie nicht. Ja. Und nicht nur einfache Arbeiter und Arbeiterinnen, sondern zum Beispiel die 68er Generation, die haben auch vernachlässigt. Die haben in Deutschland andere Politik gemacht. Zum Beispiel ferner wollten sie für Kurdistan kämpfen, was nicht realistisch war. Aber die haben auch hier nicht einfach so objektiv gehandelt, realistisch gedacht, zeitgemäß gehandelt, nicht gesagt, okay, wir haben politische Ideen, wir können in manchen Parteien unsere Lobbyarbeit auch machen. Das haben sie nicht gemacht. Ja. Und diesen Teil der Gesellschaft oder der Kurden leben heute vom Staat. Die können sogar nicht auf ihren eigenen Füßen stehen. Finde ich traurig. Ja, Natürlich, das stimmt. die Zahl ist nicht viel, wovon ich jetzt erzähle. Aber trotzdem, ob die 30%, 20% sind, die hätten was bewegen können. Haben sie aber nicht gemacht. Ich weiß, dass wo wir nach Deutschland kamen, nach dem Militärputsch in der Türkei, flüchteten wir nach Deutschland. Ich habe sofort angefangen zu arbeiten. Ich wollte nicht vom Staat leben. Aber wurde meine Arbeit auch von Genossen damals
auch von meinem Partner, so klein gehalten. Du machst kleine Arbeit. Was ist das? Wir werden bald Kurdistan gründen und wir kehren zurück. Aber die Zeit hat uns gezeigt, wir lagen falsch. Wir waren nicht realistisch. Wir haben nicht zeitgemäß gehandelt. Man kann klein anfangen, klein aber fein, klein aber zielorientiert. Man kann mit Lobbyarbeit, zum Beispiel die Armenier, die Juden, die haben auf der Welt so eine starke Lobbyarbeit für ihren Prozess. Aber die Kurden haben es nicht. Die Kurden investieren ihre Zeit, sich gegenseitig zu vernichten. Lassen wir, dass sie wirklich in deutsche Politik gehen und dort Interesse zeigen. Sie verstehen Interessenausgleich. Warum können die Kurden sich nicht einigen? Warum haben sie immer bei dieser Wahl in der Türkei, hätten die Kurden auch Chancen gehabt? Aber nein, Selahattin Demirtas ist so und andere Parteien ist so, aber was sind wir? Was sollen wir machen? Welche Ziele haben wir denn? Wen sollen wir denn ansprechen? Und wir haben zum Beispiel Hakbar. Hakbar haben wir gesehen, wie viele Hakbar Stimmen bekommen hat. Wir können leider uns nicht einigen, uns nicht unterstützen. Auch in Europa nicht. Obwohl wir hier leben, von europäischer Demokratie profitieren wir auch nicht. Zum Beispiel Erdogan-Anhänger, ungefähr 65-70% haben die Stimmen, kamen aus Ausland. Und die haben hier Demokratie verlangt, aber in der Türkei haben sie einen Diktator unterstützt. Diktator willen, ja, stimmt. Ja. Und es ist traurig, dass man nach so vielen Jahren immer noch nicht in der Lage ist, gemeinsam irgendwas zu machen. Wenn eine Kurdin hier sich für die Politik interessiert und irgendwas macht, statt sie zu unterstützen, machen wir sie kaputt. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir werden nicht klug. Ne? So werden wir einfach stehen bleiben immer. Wir werden immer deprimiert uns verhalten, immer über Vergangenheit sprechen. Nicht einfach in die Zukunft investieren. Es gibt Islamisten, die einfach nicht heute leben, die sagen ja, drüben, ja, wenn wir sterben, dann kommen wir ins Paradies. Ne? Das ganze Geld unter der Erde investiert. Unter die Erde investiert. Genauso wie unsere Politiker investieren in die Vergangenheit, nicht in die Zukunft. Ja, stimmt, genau. Ja. Das stimmt. Ja. Also wenn ich mich nicht irre, Sie denken, die Kurden in Deutschland und Europa sind nicht erfolgreich. Ein bisschen kann man nicht faul sagen, aber einfach sie müssen sich mehr bemühen und sich integrieren und mit der Politik beschäftigen und gut arbeiten und Genau. vielleicht in Europa eine Lobby
organisieren zu können, wie Armenier oder wie Juden. Genau. Weil wenn man das nicht macht, man kann nicht die kurdische Frage oder Kurdistan-Frage oder Kurden, leider kann man nicht helfen. Ich glaube, sie denken so. Ja, Ja. genau. Also und jetzt nur in Deutschland ein Femizid ist die Ermordung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Ja. Jeden dritten Tag geschieht in Deutschland ein Femizid. Weltweit sogar alle 11 Minuten. Ja. Alleine 2021 wurden in Deutschland 113 Frauen Ermordet. von Partner oder Ex-Partner getötet, wie aus Zahlen des Bundeskriminalitätsamt hervorgeht. Ja. Und doch Gewalt gegen Frauen setzt viel früher an. Mindestens 143.000 Frauen haben im selben Jahr, zum Beispiel 2021, Partnerschaftsgewalt erlebt. Und auch in anderen Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, werden jeden Monat durchschnittlich 2 Frauen in familiären Umwelt getötet. Und zwischen Januar und April 2022 wurden in der Türkei mindestens 97 Frauen aufgrund ihres Geschlechts ermordet. Und die meisten Migrantinnen wachsen unterdrückt und schlagen nach ihren eigenen Prinzipien auf. Es gibt auch sogar Frauenmorde unter der Namen von Religion kommt das. Sie sagen das Ehre. Selbst in demokratischen Ländern wie Europa oder Deutschland erfahren wir, dass Gewalt gegen Frauen manchmal in der Presse oder in der Fernsehnachrichten praktiziert wird. Jetzt meine Frage, wie sieht es mit sozialer oder familiärer Gewalt gegen Migrantinnen in Deutschland aus? Und auch etwas anderes, wie groß ist diesbezüglich die Gewalt gegen kurdische Frauen? Hier können Sie eine eigene Einschätzung oder eigene Ereignisse, die Sie miterlebt haben, auch mitteilen. Bitte, Frau Kuro. Gewaltformen gibt es überall auf der Erde. Weltweit, das stimmt. Ja. Gewalt hat verschiedene Gesichter, Formen. Es gibt häusliche Gewalt, psychische, physische Gewalt, sexualisierte Gewalt, Gewalt, wie Sie auch erwähnt hatten, im Namen der Ehre, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung, Ja. Menschenhandel. Die meisten kurdischen Frauen erfahren leider auch Gewalt. Psychische Gewalt erleben wir auch, physische Gewalt erleben wir auch. Psychische Gewalt, sagen wir mal, zum Beispiel Einschüchterungen, aggressives Anschreien, Beschimpfen, Drohungen, Nötigung, Demütigung, Schuldzuweisungen etc. Es ist, ja, viele sagen, aber wie entsteht denn Gewalt? Warum? Warum werden die Männer so gewalttätig? Gewalt fängt ja auch zu Hause an, wo man wirklich geboren. Geografie spielt auch große Rolle. Ist das unser Schicksal, dass wir in solchen Ländern geboren sind und seit Jahren Kriege herrschen? Es gibt Staatsgewalt. Wenn Leute immer Gewalt erleben. Militär übt auch Gewalt aus.
die Polizisten üben auch Gewalt aus. Und die Männer, die Kinder, die Jungs werden anders erzogen. Du bist ein Junge, du darfst nicht weinen. Du bist ein Junge, du bist stark. Du bist ein Junge, kannst du nicht abwaschen. Du bist ein Junge, du kannst nicht aufräumen. Es gibt von klein an diese Rollenaufteilung. Wenn sie groß sind, die sind wirklich auch traumatisiert, die möchten weinen, aber die dürfen nicht weinen. Die sehen es als Schwäche. Und die werden immer so mit Macht erzogen. Du bist stark, du bist groß. Wenn man ein Kind Löwe nennt, obwohl Löwe ein Tier ist, sehr brutal ist. Ja. Und wenn man aber ein Kind Esel nennt, heißt Beleidigung. es Beleidigung. Ja. Esel ist aber, Leider. ne? Esel arbeitet und arbeitet, tut niemandem was weh. Stimmt. Und wir erziehen unsere Kinder, auch Mädchen ganz. Ich habe in der Praxis bei Kurdenfamilien erlebt, kurdischen Familien. Von klein an werden sie so zugesprochen. Einem Kind wurde noch neu geboren. Diese Kinder wachsen irgendwann im Heiratsalter, sagt junge Frau, ich will diesen Mann nicht heiraten. Und der junge Mann sagt, du wirst an mich dich gewöhnen. Er sagt nicht, du wirst mich lieben. Sie sagt, ich liebe dich nicht. Nein, das kommt mit der Zeit. Du wirst das erfahren. Und solche Beispiele, das sind ja Zwangsverheiratungen. Es gibt in der Regel viele junge Frauen, die von Zwangsverheiratung betroffen sind. Es gibt auch hier in Deutschland junge Männer, die zwangsverheiratet werden. Er will nicht. Er will nicht seine Cousine heiraten. Er will nicht die Frau, die die Eltern oder Verwandte ausgesucht haben, heiraten. Aber er wird unter Druck gesetzt. Du wirst glücklich, wenn du diese Frau heiratest. Davor hat er vielleicht heimlich eine deutsche Freundin gehabt. Er war so glücklich. Ja. Nein. Und so macht man die Kinder auch sehr unglücklich. Es gibt solche. Ne? Es gibt auch so sinnlose Prozedere und sinnlose Sitten. Die sollen einfach so heiraten, den heiraten. Es gibt kein Selbstbestimmungsrecht. Wo die Kurden immer sagen, wir wollen als Land, als Volk unser Selbstbestimmungsrecht haben. Aber wenn eine Frau ihr Selbstbestimmungsrecht verlangt, heißt sie unanständige Frau. Warum will sie denn diesen Mann nicht heiraten? Warum will sie denn studieren? Warum will sie denn diese Ausbildung machen? Sie muss unbedingt heiraten. Wir haben in Deutschland in den 80er Jahren sehr schöne Zeit gehabt. In den 90er Jahren auch. Im Jahr 2000 auch. 2010 auch. Und danach, nach 2015, wir machen hier in Deutschland Rückschritte. Weil kommen ja aus verschiedenen Kulturen Menschen nach Deutschland.
Und die passen sich nicht an deutsche Gesellschaft oder an europäischen Werte. Wenn Werte gut sind, können wir uns anpassen. Wenn die Werte nicht gut sind, dann können wir ablehnen. Aber was machen auch deutsche Politiker? Die tolerieren falsche Sachen. Und wir müssen uns anpassen. Ehrlich gesagt, wir sind ja auch als Flüchtlinge hier gelandet. Aber wir haben von der Mehrheit nicht erwartet, dass sie sich uns anpassen sollen. Wir sollen gemeinsam einen Weg finden. Und jetzt in Deutschland, in den Schulen, Mädchen machen Rückschritte. Die gehen nicht gemeinsam schwimmen, es gibt sportliche Aktivitäten, wo sie nicht dran teilnehmen. Beim Essen überall, ja. Ja, und ja, die müssen so schnell oder so früh wie möglich erwachsen werden. Was heißt erwachsen, wenn die 18 sind, damit sie sofort verheiratet werden. Und sofort bringen sie Kinder zur Welt. Im Kinderalter bringen sie ihre Kinder zur Welt. Natürlich kostet ganze Menge Kraft der junge Frauen, kurdischen Frauen, die dagegen kämpfen. Sie bringen schlaflose Nächte. Sie nehmen auch wirklich Gewalt in Kauf. Sagen sie, nein, ich will diesen Mann nicht heiraten. Ich möchte diesen Weg, meinen Weg gehen. Sie können mir es nicht verbieten. Ich liebe einen deutschen Mann, nicht einen kurdischen oder einen kurdischen Mann, der nicht von den Eltern ausgesucht worden. Traurig, aber wahr. Und es gibt zum Beispiel Trennungen. Kommen Frauen zu unserer Beratungsstelle. Der Mann hat von der Frau gehört, dass sie sich von ihm trennen will. Und er sagt, ja, wenn du dich von mir trennst, ich werde das Kind von dir wegnehmen. Tatsächlich hat er das Kind auch entführt. Oder die Frau geht mit den Kindern ins Frauenhaus. Und was macht der Mann? Wenn du nicht zurückkommst, ich werde deine Brüder in der Heimat ermorden lassen. Und sie kehrt wieder zurück. Leben ganze Menge Frauen mit ihren gewalttätigen Männern immer noch zusammen. Ich hatte Klientinnen gehabt, die von zwei türkischen, die waren nicht Kurdinnen, die wurden mitten auf der Straße leider mit Messerstichen ermordet. Ja. Es ist brutal. Diese Brutalität muss aufhören. Aber wir können, als Frauenberatungsstelle, können wir dieses Problem nicht lösen. Wir können die Frauen in Schutz nehmen, vorübergehend. Ja. Aber grundsätzlich können wir dieses Problem nicht lösen. Wir müssen das Problem mit Männern lösen, weil das ein Männerproblem ist. Ja, leider, stimmt. Ja? Und diese Männer sollen rehabilitiert werden, therapiert werden. Es ist nicht einfach. Für sie ist es auch nicht einfach, weil sie vielleicht, als sie Kind waren, geschlagen wurden, vergewaltigt wurden. Wir kamen alle traumatisiert, landeten wir in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Das ist einfach unsere Geschichte. Was ich noch sagen wollte. Und Gewalt übt natürlich
nicht nur einfach nicht gebildete Männer üben Gewalt aus oder nicht nur muslimische Männer, auch ein Christ kann Gewalt ausüben. Auch ein Akademiker kann Gewalt ausüben. Ja. Auch nicht nur eine Hausfrau wird geschlagen, eine gebildete Frau wird auch geschlagen. Aber wir stärken die Frauen auch vor Ort, einfach Nein zu sagen, nicht mitmachen, einfach sich rechtlich informieren lassen. Und sie sollen keine Angst zu haben. Ich denke, Staat muss diese Frauen auch rechtlich unterstützen. Es gibt Gesetze in Deutschland. Wenn der Mann schlägt, weil er ein Mann ist, weil die Frau ihn nicht so oft anzeigt, bleibt einfach sofort weg. Und wenn eine Frau im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen ist, muss sie, wenn der Mann gewalttätig ist, 3 Jahre lang mit dem gewalttätigen Mann zusammenleben. Es sei denn, sie hat Nachweise, dass sie psychisch Gewalt erfährt oder ein Arzt hat Nachweise, Fotos, dass er sie geschlagen hat. Solche Beweise können auch helfen. Wir haben in der Praxis auch manchmal, wenn es um psychische Gewalt ging, manchmal hatten wir Erfolg gehabt. Aber traurig, dass man im Jahr 2023 immer noch über Gewalt spricht. Dass wir als Gesellschaft Frauen nicht als Mensch, wie ein Mensch behandeln, sondern du bist eine Frau. Du bist weniger oder wertvoll, du bist weniger wertvoll als ein Mann. Das sind Tatsachen. Und es gibt leider zum Beispiel, wenn ein Mann so bekannt ist für seine Gewalttaten, wird nicht von seiner Umgebung verachtet. Ja. Man soll einfach Kontakte zum Beispiel in Frage stellen oder man soll einfach darüber sprechen. Sobald man wirklich hört oder sieht, dass ein Mann seine Tochter oder seine Frau schlägt oder misshandelt, muss man sofort sich einmischen, damit er sowas nicht tut. Und ich bin immer der Meinung, dass die Politik wenig tut. Wenig Interesse, genau, ja, stimmt. Die müssen einfach die Opfer mehr in Schutz nehmen. Die müssen einfach zum Beispiel so ein Gesetz herausgeben, wenn beziehungsweise wenn jemand neu nach Deutschland kommt, muss man wirklich einen Vertrag abschließen und sagen, wenn du mal Gewalt ausübst, dann gibt es diese Konsequenzen. Dann werden wir deine Aufenthaltserlaubnis hier entziehen. Leider gibt es sowas nicht. Das heißt, die sind einfach ausgeliefert. Die Frauen werden der Gewalt ausgeliefert. Aber wie gesagt, die Frauen informieren sich im Laufe der Zeit, habe ich diese Erfahrung gemacht, die werden immer stärker.
die sagen, du darfst mit mir das nicht tun. Wenn zu Hause Gewalt erfährt, erzählt sie. Und der Mann soll sich schämen, nicht die Frau. Der Mann ist gewalttätig. Er tut was Schlimmes der Frau an. Ich hoffe, dass die Zukunft unserer Kinder besser wird. Dass sie einfach schnell Nein sagen können. Dass sie nicht so eingeschüchtert werden. Dass sie keine Angst haben. Kurdische Frauen sind mutig. Die kämpfen gegen, zum Beispiel gegen die Türkei. Türkei ist zweitstärkste NATO-Partner. Ja. Und die kurdischen Frauen haben gezeigt, wie man kämpfen kann. Und daher, ich habe Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass die Zukunft besser wird. Wir haben diese Zeit ja ein bisschen mitgebaut, aufgebaut, denke ich, aber die Zukunft wird noch besser. Danke vielmals. Ich glaube auch die menschliche Geschichte, in der menschlichen Geschichte wurde Gewalt gegen Frauen immer erlebt. Wir erleben doch noch immer leider einige Maßnahmen und die Staaten ein bisschen passiv, weil sie finden antidemokratisch aber man muss gegen die gewalttätige Männer einige Maßnahmen schon in der Verfassung, man muss das machen, weil das geht nicht, leider. Also danke vielmals, Frau Kurun. Noch ein etwas anderes Thema. Und wie wir wissen, hat die Fremdfeindlichkeit in den letzten Jahren in ganz Europa zugenommen. Der Grund, warum die Neonazis in den 1930er Jahren an der Macht kamen, war die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg und das wirtschaftliche Chaos im Land. Neonazis und Reichsbürgergruppen in Deutschland wollten im vergangenen Jahr sogar einen Push in Deutschland machen. Es gibt mehrere Gründe für die Entstehung rassistischer Gruppen. Jetzt, was sind die Gründe für die Entwicklung von Fremdfeindlichkeit in Deutschland? Sind die Kurden auch unter den Zielscheiben der Rassisten? Die Kurden sind natürlich auch davon betroffen. Diejenigen, zum Beispiel die Rassisten, die Zahl der Rassisten nimmt in Deutschland zu. Zum Beispiel, wir haben eine Partei hier namens AfD. Genau. Ja, die hatten so eine Umfrage gemacht, ich glaube gestern. Wenn heute eine Wahl gewesen wäre, wie viel würde dann AfD, wie viele Stimmen AfD bekommen könnte? So ungefähr 17%. 17-18%, genau, habe ich auch geschaut, ja. Es ist traurig. Es ist traurig, dass die Tendenz einfach in diese Richtung geht. Was sind die Gründe? Die Neonazis, die einfach schreien und sagen, ja, Migranten, die sagen Ausländer. Ausländer sind raus, genau. Ja. Ausländer raus. Die nehmen uns die Wohnungen weg, die nehmen die Arbeit weg und. Aber diejenigen, die sowas sagen, solche Äußerungen machen, die arbeiten nicht. Die bekommen staatliche Unterstützung. Staat finanziert deren Wohnung, Unterhalt. Und deshalb die Politik
Die deutsche Politik macht einen Fehler. Ja, Die sind einfach ängstlich, zurückhaltend. Kann sein, dass manche Äußerungen von AfD richtig ist, manche. Dann sagen sie, nein, weil der AfD sowas sagt, dann dürfen wir nicht sagen. Deutschland muss die Politik, eine Politik haben, die zeitgemäß ist. Deutschland muss, zum Beispiel die Grünen haben jetzt so einen Antrag gegeben, dass Europa eine neue Flüchtlingspolitik überlegen muss. Und die debattieren seit Tagen. Ich finde, alle Parteien außer AfD tragen was Gutes bei, was Politik angeht. Aber die Zunahme, dass die AfD in kommunalen Wahlen zum Beispiel einfach in Ratsfraktionen beziehungsweise im Rathaus vertreten sind. Zum Beispiel in Bremen sind AfD oder ist AfD ausgeschlossen. Die dürfen nicht da rein. Aber hier in Kiel, die sind dabei. Und die werden überall dabei sein, wenn es so weitergeht. Es gibt, ich denke, allgemein Rassismus, aber es gibt nicht direkt Kurdenfeindlichkeit. Es gibt Kurdenfreundlichkeit sogar, aber Türkenfeindlichkeit gibt es hier. Ja? Kurdenfeindlichkeit erlebe ich nicht. weniger, ja. Es ist jetzt mit Sympathie, werden mit Sympathie einfach so behandelt. Kurden sind, ehrlich gesagt, pflegeleichte, ein Teil der Gesellschaft. Die tragen selber was bei, damit alles wirklich gut funktioniert. Ich denke, wir können gegen Rassismus nichts tun. Die Deutschen müssen was tun. Wir sind ausgeliefert. Wenn heute 17% der Stimmen AfD bekommen soll oder würde, dann ich weiß nicht, wohin wir wieder flüchten müssen. Da denke ich, jeder soll, deswegen sage ich, jeder soll wirklich sich einmischen. Jeder soll einfach Mitspracherecht haben. Zum Beispiel in der Türkei wird auch gesagt, ne? Türkei gehört den Türken. Und Neonazis sagen auch, Deutschland gehört den Deutschen. Da gibt es keinen Unterschied. Die Faschisten überall sind gleiche, haben gleiche Politik, genau, ja. Genau. Ja. Es ist traurig, dass man wirklich heutzutage in so einer interkulturellen Gesellschaft über Rassismus sprechen oder muss. Traurig. Aber wie gesagt, deutsche Politik muss was tun. Ich denke, in Europa, sie müssen einheitlich in Europa eine Lösung finden. Eine gemeinsame Lösung müssen finden, genau, das stimmt, ja. Aber die Politik geht so einfach Richtung rechts. Nicht ja, links. leider. Ja. Leider. Ja.
Danke vielmals, Frau Kurun. Also, noch etwas anderes. Wurden in einigen europäischen Staaten Zensusangaben erhoben, die Zahl der Kurdinnen und Kurden mit Hilfe der Auswahlmöglichkeiten Kurdisch als Muttersprache ermittelten. In diesen Statistiken fallen jedoch Kurdischstammige, die sich assimiliert haben und die Kurdischsprache nicht mehr beherrschen. Ja. Die Kurden wurden von Kolonialisten als Ergebnis einer jahrelangen bewussten Politik assimiliert. Und die kurdische Sprache besteht aus 3 Gruppierungen. Ich glaube, das ist auch, einige sagen 4 Gruppierungen. Kurmanji, Usurani, Uzazaki oder Demilki und Gorani gibt es auch. Nur, also Kurmanji ist in Nordkurdistan, der von den meisten Kurden in der türkischen Teil leben und in Syrien, im irakischen und iranischen Teil Kurdistan und von den meisten Kurden in der Diaspora aus der ehemaligen Sowjetrepubliken und jetzt Russische Föderation gesprochen wird. Und Sorani, auch Südkurdistan und Ostkurdistan, die Gegend von Karmanschah im iranischen Teil sowie Sazaki in Nordkurdistan gesprochen wird. Und aufgrund dieser 4 Dialekten Änderungen wird die Bildung ist möglich oder nicht. Das ist ein Gegenstand der Diskussion von Kurden. Kurden müssen das diskutieren. Jetzt meine Frage: Können Kurden in Deutschland in ihrer Muttersprache unterrichtet werden? Oder gibt es in Deutschland einen kurdischen Lernkurs? Wenn dies nicht möglich ist, welche Politik sollten die Kurden verfolgen, damit sie Bildung in ihrer Muttersprache erhalten? Bitte. Soweit ich weiß, es gibt keine allgemeine Regel von Kurdischunterricht in Schulen in Deutschland. Ja. Circa vor 30 Jahren hat Bremen als erstes Bundesland Kurdisch an 8 Bremer Schulen angeboten. Ja. Und danach folgten andere Bundesländer. Aber so 100% weiß ich nicht so ganz genau, wirklich an wie vielen Schulen einfach Kurdisch unterrichtet wird. Zum Beispiel an Berliner Schulen Kurdischunterricht bietet Yekmal e.V., aber mehr weiß ich nicht. Und zum Beispiel diese Frage hätte auch Mehmet Tanrıverdi von der kurdischen Gemeinde e.V. Besser beantwortet. Der ist bei solchen Sachen ziemlich fit. Spezialist, ja. Ja. Oder Metin İncesu von Navent hätte auch. Ja. Und ich bin zum Beispiel, ja, ich bin Kurdin, aber spreche Sazaki. Manche sagen Kermanschke, manche Sazaki. Es ist traurig, dass wir unsere Sprache nicht fließend sprechen können. Nicht alle natürlich. Es gibt Leute, die fließend sprechen. Es gibt zum Beispiel Leute, wie ich, so gebrochen spricht. Ich habe zum ersten Mal mit 16 Jahren erfahren, dass ich Kurdin bin. Mein Vater hat von klein an Kurdisch gesprochen. Er hat mit meiner Mutter später
bei uns, wenn irgendwie Geheimsachen ging, er hat mit ihr Kurdisch gesprochen. Meine Mutter hat ich glaube, als sie meinen Vater geheiratet hat, obwohl sie Kurdin ist, aber sie hat nicht Kurdisch gesprochen. Ja. Und nachdem sie verheiratet waren, hat meine Mutter Kurdisch gelernt. Sie konnte sehr gut Kurdisch. Ihr Türkisch war sehr gut, Kurdisch war sehr gut. Und ich habe sehr spät angefangen, Kurdisch zu sprechen. Und es ist traurig. Slawaki wird von den Kindern auch nicht so gesprochen. Wenn eine Sprache von Kindern nicht gesprochen wird, heißt es, stirbt aus. Und Sprache ist sehr wichtig. Ich denke, die Kurden sollen erstmal versuchen, sich zu einigen, damit danach können sie Kurdisch Unterricht in den Schulen auch verlangen, aber die Kurden können sich nicht einigen. Und das ist natürlich mein auch Problem, warum ich nicht so gut, ich kann Slowaki sprechen. Nicht, dass ich nicht sprechen kann, aber nicht so fließend. Als ich klein war, kamen manchmal so Besuch zu uns und die haben einfach meine Mutter gefragt, wie es ihr geht. Ne? Da dachte ich, hallo, wenn ich so weit sprechen kann, dann kann ich Kurdisch sprechen. Nee, aber ich kann jetzt fragen natürlich, aber das war's. Mehr kann ich auch, aber es gibt diese Feinheiten, da manchmal habe ich ein Problem damit. Und viele Kinder, ich denke, in Deutschland sprechen viele Kinder nicht Kurdisch. Sondern Türkisch oder Deutsch, genau, das stimmt. Ja. Aber es gibt Familien, die einfach Türkisch verboten haben. Gesagt haben, nein, unsere Kinder sollen nicht Türkisch sprechen. Finde ich gut, dass die Kinder Kurdisch sprechen. Ich finde auch gut, weil unsere Sprache von türkischer Regierung wurde assimiliert und wurde massakriert und verboten und jahrelang auch verboten. Und das ist, sonst können wir das nicht leider das lernen. Ja. Wir nennen nur unsere Kinder Kurdisch, kurdische Namen geben wir, aber mehr gibt es nicht. Ja, stimmt. Ja. Danke vielmals, Frau Kurun. Jetzt haben Sie heute Abend etwas zu unserer Sendung oder zu unseren Themen zu sagen oder möchten Sie zum Schluss noch etwas sagen? Nein. Ich glaube, ich habe versucht, die Fragen zu beantworten. Gut, dass Sie auf Deutsch so eine Sendung gemacht haben. Mein Deutsch ist auch nicht so perfekt, aber trotzdem habe ich mich versucht, bemüht, die zu beantworten. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche alles Gute. Ich hoffe, dass wir gute Zeiten erleben werden, wo wir ein Land haben, das Kurdistan heißt, wo wir unsere Sprache auch Kurmanski, Kurmanji, Sorani, Gorani sprechen können, dass wir gemeinsam unsere Newroz-Feste feiern können. Freiheitlich, demokratisch. Natürlich so ein Land will ich haben. Nicht ein Diktator, sondern ein demokratisches Land von Demokraten regiert. Danke vielmals, Frau Kurun. Am Schluss könnt ihr auch das sagen,
aufgrund vom Krieg, Klimawandel und Kriegen in vielen Teilen der Welt hungern Menschen und versuchen auszuwandern, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Deshalb arbeiten die Vereinten Nationen und Europäische Union auch eine gemeinsame Flüchtlingsprobleme und ich finde, vielleicht sie finden eine Lösung. Allerdings ist die Zuwanderung der Flüchtlinge nicht aufzuhalten und nimmt noch leider weiter zu. Die Flüchtlinge auch ihre eigene Kultur und Traditionen auch brachten nach Europa, wir wissen das, und einige Familien wollen da nicht sich integrieren lassen und sie erziehen ihre Kinder auch wie Heimat. Denn manchmal gibt es gute unter Erziehung, gibt es auch schlechte Erziehung auf die Kinder und aber ich glaube, man muss sich in Europa zum Teil integrieren. Wenn wir uns und unsere Kinder nicht integrieren, wir können da auch nicht so uns weiter ausbilden und auf der Politik und erfolgreich werden. Das ist auch schwierig. Und also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir unsere Sendung mit Frau Krum beenden, möchten wir uns bei der Frau Krum für die Teilnahme unserer Sendung bedanken. Wir würden ihre wertvollen Ansichten gerne in einer anderen Sendung wieder hören. In unserer nächsten Sendung Kurden Diaspora von Khalat TV werden wir mit einem anderen Gast oder Gästen über die Kurden oder andere Völker diskutieren, kommentieren und plaudern. Jeder, der sich an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Thema beteiligen möchten, können Sie sich bei uns bewerben. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und auf Wiedersehen.